Ring frei für eine neue Runde bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Und für heute haben wir überlegt, dass wir ziemlich sicher mal die alten Dinge abschließen sollten. Ich werde natürlich dann auf jetzt endlich mal offscreen noch ein bisschen was machen. Zum Beispiel hier der absolute Monarch haben wir eigentlich auch alles bis auf eine Mission geschafft. Sprich, wir haben es ja mit dem Leitdeck gemacht. Ich muss glaube ich noch mit dem einen Deck. Nein, hier ist umgekehrt. Okay, hier muss ich mit dem Leitdeck machen. Dafür mit dem einen Deck haben wir es geschafft. Genau. Das sind auch solche Dinge, die ich dann offscreen mal noch nachziehen muss. Also vor allem wenn es mit dem einen Deck geht. Weil ich denke, so mit dem Leitdeck ist ja eigentlich das Interessante daran. Das andere wird dann eben halt noch selbst nachholen müssen. So. Kriegt das erste Elementarhelden. Die haben wir eigentlich gerne gezockt, erinnere ich mich. Fast schon ein bisschen oldschool, könnte man sagen. Ne? Das hat, ja gut, oldschool. Was? Glasflügel Synchrodrache, okay. Ja, wir haben Synchro, wir haben Exis, wir haben Linkbeschwörungen, das war auch schon drin. Okay. Trotzdem, wagen wir es. Du bist als Zweiter. Das ist mein Leben. Oh, Nebeltal sogar schon lange nicht mehr gesehen. So, was haben wir hier für eine Feldzauberkarte? Du kannst dann Spielzugs. Nee, come on. Erstmal spielen und dann gucken. Elementartraining. Keine Effekte wählen. Palast Elementarherrscher. Okay, haben wir. Okay, klingt auch interessant. Riskiere es trotzdem erstmal mit Nebeltalsoldat. Damit er nicht gerade viel machen kann. Ernsthaft? Das war mal eine Scheiße. So. Mal gucken. Deine Hand nehmen möchtest. Elementarsäbel Lapoila. Auch nicht. Es leben die Elementarmonster. Effekte wählen, okay. Mal gucken, was er so treibt. Wiedergeburt des Staubs, so sieht er auch aus. Staubtrocken. Der Gute. Ja, komm, aktivier sie mal. Nee, noch nicht. Erst gucken, wie es da soweit ist. So, jetzt kann ich mal. Warte mal, was stand da gerade noch drauf? Nicht hier. Hier. Muss im Angriffsmodus rufen, oder geht auf Verteidigungsmodus? Geht auf Verteidigung, okay. Halt doch Angriff, nur Angriff ist immer so eine Sache. Dass er mein Viech irgendwie zerstören möchte. Na komm. Ruf ihn trotzdem. Hallo! Ah, jetzt macht er eine Linkbeschwörung, ich glaube das nicht. Was? Nein, ich hau mir da null ab. Nein, ich warte mich nach mit dem Effekt. Wäre zwar eine Idee, aber kann ja auch im nächsten Zug noch spielen. Weil das Problem ist, klar, ist ein Link-Monster, wenn die Verteidigungsmodus gehen, wenn es zerstört. Ah, und so ein Quatsch auf der Hand. Da warte mal, ich habe ja einen. Elementarsäbel. Einer. Ist nicht Overlord. Overlord.
Sehr gut. Ich meine, ich muss was nutzen, von dem her. Was? Hätte auch schon vorher nutzen können, war. Ja, gut, warum nicht? Habe ich irgendwas, was ich vom Friedhof aus aktivieren kann? Muss ich nicht, wa? Ja, komm. Was? Warum? Hä? Du kannst ein Element-Säbelmonster in deiner Hand auf den Friedhof legen und dann ein offenes Monster-Spielfeld wählen. Ich will das hier. Eine verdeckte Verteidigungsposition. Warum muss ich jetzt meins nehmen? Ist das so eine Sache mit den Link-Beschwörungen oder was? Oder? Und dann kannst du nicht durch Kann-Effekte eines Gegners zerstören. Kann der Gegner sich nicht als Ziel für Kann-Effekte wählen. Wir hatten Effekt kennen. Der hat ja gar keine Stufe 7 Monster gehabt. Hä? Da war kein Level 7 Monster dabei. Das Spiel verarscht mich wieder. Oder ist eben so eine ganz krasse Scheiße, wo es darum geht, dass man Link-Monster dafür halt nicht benutzen kann, weil sie nicht verdeckt gesetzt werden können. Das könnte sein. Ja komm, muss ich was machen, weil... Was soll ich sonst machen? Haben wir gerade durch seinen eigenen Effekt gerettet, kann man sagen. Ah, da wäre was. Verhindert. Er will trotzdem hinkommen. Hallo. So, Effektaktivierung. Die Eigenschaft ändern, das kennen wir alles schon. Aber trotzdem auch mal den rufen. Hä, und warum nicht? Hä? Wenn diese Karte von der Hand auf den Friedhof gelegt wird, du kannst ja Spezialbeschwörung beschwören. Keinen Zeitpunkt verpasst, warum? Hey, ich verstehe gar nichts mehr, Leute. Was ist denn los? Ich bin noch nicht mehr in Phase 1. Noch irgendein Effekt drauf. Die Battle des nächsten Spielzugs. Ja, den weiß ich noch. Ich schnall ja gar nichts mehr. Ne, ich schnall wirklich gar nichts. Das ist gerade irgendwie alles sehr, sehr seltsam. Sehr seltsam sogar. Auf die Eigenschaft ändern, ja, aber. Okay, ist gerade sehr seltsam. Und warum kann ich jetzt irgendwie nichts? Deswegen, da unter ein Windmonster. Bis auf die Eigenschaft ändern.
Hm. Ah, okay, genau, pro Spielzug, okay, das ist was anderes, das ist soweit klar. Den versuche ich mal. Einfach nur nochmal zu gucken, ob es wirklich nicht geht, Link-Monster irgendwie den Modus zu switchen. Also ich dachte mir daran erinnert, dass wenn ich den Modus in Link-Monster switche, sie zerstört werden. Der Schwörung, dass es so war. Komm, ich weiß, gehe kein Risiko ein. Damit waren auch nicht zu rechnen, muss ich auch zugeben. Das ungeheuer Monster, der Simorgh-Vogel der oben kann ja Material verwendet werden. Schade. Ich habe eine Stunde kontrolliert, aber leider nicht. Ja, was haben wir hier noch Schönes? Die Windzauberin. Doch nicht, warte mal, wenn ich jetzt eh schon dabei bin. Versuch mal die Attribute von denen mal alle auf Wind zu ändern. Wir haben eine starke Windaffinität. Warte mal, es gilt ja sowieso nur. Warte mal, was mache ich überhaupt? Es gilt ja eh nur pro Zug. Das ist doch ein zweites Windmonster, das ist nämlich auch doof. Das ist mehrere Windmonster sogar. Göttlich, ja, warum nicht? Ist auch ein Effekt. Modus, warte mal, nehme ich den noch und switchen noch auf Finsternis. Okay, werden die natürlich nochmal geboostet. Okay. Das gefällt mir schon ein bisschen besser. Nochmal einen irgendwie ändern. Ne, bringt mir auch nicht viel. Der Kann-Effekt sorgt dafür, dass du ja, gefehlt hast, genau. So sieht's aus. Spezialbeschwörung, la 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 la. Und mein Zug. Stürmische Spiegelkraft. Was macht die denn? Gib alle unseren Gegnern in Angriffsposition die Hand zurück. Okay, praktisch. Den aktivieren. Nee, momentan gerade nicht, aber das hat der Hand ab, wieder eine Hand in dem Teilschmanz und Friedhof hinzu. Nee. Das kann natürlich nochmal die Effekte ändern, das stimmt. Den nochmal rufen als Nebeltalviech. Wir sind doch mal ein Windmonster, wa? Kann dann nochmal switchen, aber andererseits habe ich doch jetzt ein paar, die ich da rufen kann, ein geflügeltes Ungeheuermonster und toll, 2+. Windmonster. Nee, doof. Auch hier darunter ein Windmonster, okay. Nee, ganz ehrlich.
Was? Schon überspringen des nächsten Spielzugs? Aber doch hier gemacht. Hey, warte mal. Hier steht nichts drauf, dass ich hier was machen muss. Hä? Ich hatte den Effekt hier nur einmal aktiviert. Ernsthaft? Er kann sogar hier drin rufen. Dankeschön. Ja, jetzt müssen wir wissen, Alter, wa? Nee, dankeschön. Darauf verzichte ich liebend gerne. Tschüss, Mann. Ja, jetzt willst du das Monster opfern, oder was? Ja, okay, er hat einen anderen geopfert, der gut von mir aus. Ich mach trotzdem mal den Effekt hier. Hey. Ich kann sagen, nur so ein schwaches Monster. Also, 5 Windmonster an dem Friedhof, das kriege ich hin. Beschworen wir, zerstören kontrolliert. Ja, das nehmen wir doch gerne mal an. Also 5 Windmonster brauche ich. Ich habe auch schon ein paar. 2 haben wir schon. Ja, komm. Gehen wir auch mal zum Windmonster. Es hat leider ganz kurz sein, bis ich das Vieh gerufen habe. Wind, 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 Wind. Vielleicht den, machen wir zum Wind. So, ihm noch nicht. Oh Mann, ey. Was? Was ist jetzt los? Ich habe doch 5 Windmonster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe zu viele Windmonster? Oh, leg mich am Arsch, ey. Oh nein, da hatte ich jetzt zu wenige. Ja, das ist mal natürlich scheiße. Ich kann die anderen Effekte nicht mehr aktivieren. Oh, genau, 5 Windmonster. Natürlich, weil die kann ich. Ja, ich habe sowieso schon immer 3. Die habe ich geändert. 4. Hey, dann ist irgendwie Sprung oder was? 5 Windmonster an dem Friedhof hast. Moment, wie viel haben jetzt? 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, 8, okay. Könnte ich irgendwas machen und noch ein paar Windmonster irgendwie? Warte mal. So genau. An den switchen. Das war jetzt einfach mal zum Gucken, wenn ich 5 Windmonster ohne die Fähigkeit habe, den Typus zu ändern. Also sprich ohne die Fähigkeit der Elementarsäbel. Was dann passieren würde. Darum ging es mir gerade. Wind, das himmlische Kind. Ja, ich zerstöre das am Vieh gerade, also.
passt das schon. Mein Ziel ist halt im nächsten Zug, dass er den mal rufen könnte wieder. Aber wenn ich halt nicht angreifen kann, weil ich eben einen Effekt deaktiviert hatte. Du, 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 du. Die Kriegerlady der Einöde, wer kennt sie nicht? Das ist hingegen eine gute Karte. Also, nochmal gucken. Du musst eine Spezialschwörung von deiner Hand beschworen werden, indem du genau 5 Windmonster im Friedhof hast. Jetzt will ich es mal ganz genau wissen. Wir haben 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Okay. Moment, ich habe 8 Windmonster aktuell. Jetzt sind 7. Jetzt sind 6. Jetzt sind es 5. Okay, geht doch. Na Gott sei Dank, ich habe schon an mir selbst gezweifelt. So, das sieht doch schon mal vielversprechend aus. 21 Karten, aber offenbar kein Kriegermonster Stufe 4 oder weniger, WTF. Der gleiche Quatsch noch rufen könnte. Natürlich, das wird natürlich jetzt Power, hey, alter Schwede. Ich kann halt den Effekt jeden Zug wieder nutzen. Das ist natürlich auch krass. So, geht nicht, oder? Was? Okay. Ah, so ein anderer Effekt, der erste Effekt. Okay, jetzt hat er einen zweiten Effekt genutzt. Gut, er hat nichts gesagt. Wiedergeburt des Staubs. Victory is over. Ching ching. So. Hat nur jetzt lang gedauert, weil ich keine Ahnung mehr vom Deck hatte. Muss man vielleicht auch mal angewöhnen für die Zukunft, dass auch immer, wenn wir irgendwie solche Duelle haben, wenn wir das Deck bereits mal hatten und schon so weit fortgeschritten sind, ich aber eine neue Folge anfange, eine neue Aufnahmesession, wie auch immer, dass ich vielleicht auch erstmal einfach mal ein Übungsduell mache damit, um da ein bisschen reinzukommen. Weil jetzt ist eigentlich wieder klar, wie es funktioniert. Wassermonster fokussiert. Ach nö, da ganz schön auf die Windmonster eingestellt. Hä? 2 Feuermonster. Da unten ein Feuermonster. Hä? Überall Feuermonster, so ist der Gegner. Oh nein, die Vulkandinger. Oh nein. Oh, Yu-Gi-Oh! GX lässt grüßen. Wie ist der Typ schon wieder? Excel, glaube ich. Hat er irgendwie auch so ein Volcanic Deck gespielt? Oh, das war nicht meine Welt, Freunde. Überhaupt nicht meine Welt. Aber scheiß drauf, jetzt muss es halt sein. Austauschfrosch. Klingt von Vorteil. Oh, ich habe schon eine vulkanische Hülle auf der Hand. Huch. Ja, danke. Ich kann den Effekt ja nutzen. So. Dann setze ich die Karte mal, würde die trotzdem mal aktivieren. Den Effekt muss ich noch nicht aktivieren, denn ich habe noch den hier. Blutbeschleuniger Karte. Oder
0 Angriffspunkte, toll. Was? Das kontrollierst kann ich nicht, da kann nicht dann zerstört werden. Okay. Ist trotzdem ein bisschen creepy. Was hätte ich eigentlich so viele für Element-Säbelmonster in meinem Deck, weil ich auch irgendwie nutzen könnte? Nur mal ganz kurz gucken. Ja, der bringt schon. Und von dem Deck. Dann haben wir uns eine Hand wählen. Ne, eigentlich noch nicht, weil ich will eigentlich den hier noch nutzen. Okay. Einfach mal gucken. Was? Nein, komm schon, greif an. Autsch! Das sind Schmerzen. Das Volcanic Deck. Ja, von der Hand aus abwerfen, alles. Okay, gut. Hä? Okay, muss ich lohnen. Erst eine Exis-Beschwörung, eine Link-Beschwörung. Ja, das könnte wehtun. Nicht wurde ausgewählt, okay. Der kann nichts machen. Er darf nicht wegen seiner Karte, wegen seinem Effekt nicht angreifen. Das sieht schon besser aus, Freunde. Leg ich den mal ab. Glutbeschleuniger. Ja gut, rufen könnte natürlich schon, das wird schon gehen. Genau, 5 Euro man dann im Friedhof fast. 3 Stück sind es aktuell, nachher wären es 5, passt also. Effekt von dem nutzen. Natürlich auch eine Idee. Schicke ich mal 2 Nicht-Feuermonster auf den Friedhof, wobei da können eigentlich auch 2 Feuermonster sein. Wenn wir ehrlich sind. Wenn jetzt irgendwie ein Monster aus dem Friedhof noch einen Effekt hat, also einen anderen Effekt halt. Nee, ich finde es gerade nicht mehr. Na komm, scheiß drauf. Hier kommt der Peulermaner! Und hier kommt Pyrorex, der Elementarherrscher. Okay. Au, au, Ich vertrage mehr Schaden, Alter. Ist natürlich einfach doof, weil ich nichts machen kann momentan. Hey. Hey. So. Ich könnte trotzdem hier noch was rufen. Ja, warte mal. Für einen Glutbeschleuniger. Ah, sind die Karten schon wieder. Okay. Das wäre vielleicht noch was anderes. Was einfach nicht so schön ist, hä? Wir haben den. Das Problem ist einfach, den kann ich schon rufen, aber was bringt der mal groß?
Da ist einfach halt Kanonenfutter, insofern wird es natürlich auch schon anbieten. Und die anderen vielleicht später, wenn ich mal genauer weiß, was ich überhaupt will. Albtraumritter Phoenix. Ja komm, ich rufe den mal. Ein Link-Monster mit Link Level 1. Link-Stufe? Link-Level, wa? Nee, da ist noch zu früh. Machen wir den nächsten Zug. Tut weh, wa? So, dann spiele ich auch später. Dann haben wir sonst noch momentan nichts. Kämpfen kann ich ja nicht, genau. Kampf hat er da übersprungen. So, schon 31 Minuten. Erstmal ganz kurz gucken. Okay, jetzt kann er wieder. Ja, gut. Was bringt, ist eine andere Frage. Ich wollte gerade sagen, wird wohl kaum jetzt angreifen, um irgendwas zu machen. Komm. Nutz mal den Effekt hier. Nein, du nicht. Noch nicht, um genau zu sein. Ne, anderen zu früh. Schon eine Karte. Rundung des Monsters zu. Der Effekt gefällt mir, ja. Sogar sehr gut. Dann darfst du nochmal ganz kurz ran. Den abwerfen. Danke. Nee. Das geht kontrolliert, zerstöre. Einfach Spielzug aktivieren. Muss ich irgendwie. Also man Gegner kontrolliert, es muss wieder ein offenes Monster sein, wa? Doof. Ich spiele mal Topf der Trägheit, komm. Ich habe so viele Feuermonster auf dem Friedhof. Ich glaube, nehme mal die Dinger hier vor allem, wa? Die fügen ihm mir Schaden zu. So, ich weiß ja, da ist eben noch der Schnelleffekt hier. Ich habe einen Charakter, den ich gar nicht brauche. Ja, aber der könnte noch nützlich sein für die Annullierung. Ist ein Schnelleffekt, okay. Ansonsten glaube ich, passt soweit alles und greife einfach mal an. Vulkanische Rakete! So, wen nutze ich jetzt? Den hier? Zerstöre sie. Doch, komm, nehm den hier. Ja, schon wieder. Doch, da geht. Den hier. Ablegen, annullieren. Gegnerische Karte zerstören. Bye bye. Nein, noch nicht. Der bleibt schön da und wartet auf seinen Einsatz, aber kommt gar nicht mehr zum Einsatz. Denn das war's, Freunde. Ja, zweite Runde ging viel schneller, weil ich halt jetzt das Deck wieder am besten im Griff hatte. Und wusste, welche Kombi ich spielen wollte. Also Inventarherrscher, die sind schon krass drauf, ey. Kann man sagen, was man will. So. Jetzt haben wir es mit dem Light-Deck geschafft, das ist soweit cool. Mit dem anderen, also mit meinem Deck, machen wir mal Offscreen. Auch schon mal erwähnt. Ich will mal sagen, das war's für die heutige Folge. Das nächste Mal, absoluter Monarch. Nee, ich glaube. Oh, Ruin und die Mais. Haben die nicht schon gemacht? Bitte darum. Ja, wir haben es geschafft. Ja, wobei. Doch mit dem Light-Deck, okay. Das Ziel ist ja jetzt das Light-Deck, habe ich mir gesagt, weil mein Deck werdet ihr noch häufiger zu sehen bekommen, aber das Light-Deck nur einmal, okay. Jetzt ein Megaliten. Die habe ich eigentlich auch nicht so Bock, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber hier fehlt noch so einiges. Der Scheibenkleister, okay. Also, nächste Paar machen wir hier nochmal weiter. Ritualbeschwörung. Oh,
komplett reindenken. Oh Mann. Bis dahin, bye bye.